Servus miteinander, ich bin wieder in meinem traditionellen Kampfgewand. Willkommen im bayerischen Outback. Heute geht es ein bisschen über das bayerische Stockraufen. Heute erzähle ich euch mal ein paar so Sachen, die ich zusammengetragen habe. Und ich hoffe, das ist genug, um ein Video zu füllen. Und wenn nicht, dann ist es halt ein kurzes Video. Aber ich möchte einfach jetzt mal ein bisschen was loswerden, damit wir dieses Thema endlich mal angreifen können. Weil es einfach so saumäßig spannend ist, das bayerische Stockraufen, der bayerische Stockkampf. Eine lange Tradition, die man nur noch in irgendwelchen Wirtshausgemälden sieht und die früher sehr weit verbreitet war. Und ich mich immer wieder wundere, wenn ich auf irgendwelchen alten Bauernhöfen unterwegs bin oder wir in so einen kleinen Ritt durch die Pampa machen und dann treffen wir mal wieder einen, bei dem nicht jeden Tag jemand vorbeikommt und trinken mit dem Bierchen. Dann erzählt uns der was über alte Traditionen und manchmal auch über das Stockraufen. Und erzählt es dann ganz selbstverständlich. Und man sitzt dann da und denkt sich so, schlagen, stoßen, ziehen, ja klar, kennen wir doch alle. Und du denkst dir so, krass, kein Mensch weiß, wovon ich rede. Jetzt bin ich hier im absoluten Hinter-Nirgendwo-Land. Und da hocke ich dann mit einem da beim Frühschoppen und der sagt, ja, Stockraufen. Klar, früher haben sich die Bauern alle so verteidigt. Ja, dann zeigt er mal noch irgendwelche Stöcke, irgendwelches Zeug, irgendwelche alten Waffen. Zum Beispiel sowas hier. Auch sehr spannend. Das ist natürlich der Stiel von einer Kreuzhaken, aber das ist ein ganz gängiges Verteidigungsgerät gewesen, das man so vor 100, 200 Jahren, vielleicht sogar noch vor 30 oder 50 Jahren, so immer dabei hatte. Schaut heute auch nicht. Man findet da relativ wenig drüber, aber wenn man so durch die alten Wirtshäuser stöbert und sich so die alten Wandgemälde anschaut oder vielleicht so im ein oder anderen Archiv so ein bisschen rumgräbt, dann wundert man sich immer, warum die Leute Stöcke dabei hatten. Das ist natürlich der Hintergrund die Bauern und das gemeine Volk durfte sich ja natürlich nicht bewaffnen, also mussten sie sich was überlegen. Hintergrund bei mir ist ich habe lange Zeit Schwertkampf nach Talhofer gemacht und habe mich immer gewundert, warum es verschiedene Pariertechniken gibt, wo man mit der zweiten Hand an die Klinge fest. Und habe mir gedacht, das kann doch nicht sein, dass das im Schwertkampf entstanden ist. Dann hat sich herausgestellt, Jahre später, dass es etwas gibt, was jeder vergessen hat, das ist sporische Stockraufen, sporische Stockraffa, also der bayerische Stockkampf. Daher kommen viele von diesen Verteidigungstechniken, die der Talhofer dann aufgenommen hat, die natürlich mit dem Schwert relativ wenig Sinn machen, wenn man mit dem beim Kämpfen an die Klinge langt. Es kommt daher, genauso wie beim Shillelagh, also das ist der irische Stock zum Stockkämpfen, oder Shillelagh oder Shillelagh. Schreiben tut man es Shillelagh, aber es heißt Shillelagh. Da sieht man das auch, dass sie praktisch mit beiden Händen parieren und man sich immer wieder wundert, was hat das für einen Hintergrund? Und der Hintergrund ist kein Schwertkampf, sondern die Wurzeln im Stockkampf. Das hier ist der Stock zum bayerischen Stockkämpfen. Es gab den kleinen Stock und es gab den großen Stock. Der war dann ein bisschen über mannshoch. Das ist der Hirterstab und das ist der Hackelstecken. Wegen dem, weil er einen Haken hat. Und zum Schlagen wie ein Hammer äußerst effektiv ist. Beim Stenz ist es so, das Wort kommt wahrscheinlich vom Wort stemmen, stenzen oder stoßen. Womit sich hier auch der Kreis wieder zum bayerischen Stockraufen schließt, weil das heißt ja auch, wenn es dann alten Bauern fragst, sagt er gleich, ach ja, schlagen, ziehen, stoßen. Kann man natürlich auch wieder viel erzählen, Geschichte dahinter ist, der wächst ganz natürlich so, beziehungsweise in Anführungsstrichen natürlich, der wird von einer Schlingpflanze umrankt und diese Schlingpflanze, die schnürt ihm natürlich so ein bisschen die Lebensenergie ab und dadurch entsteht dieses wunderschöne, seltsam gedrehte. Bei den Wandersleut, bei den Zimmerern, die 3 Jahre und einen Tag von der Heimat weg sind oder sein müssen, damit sie da ihre Pflicht erfüllen, ist es so, sagt man, der Stock, der findet seinen Besitzer und nicht umgekehrt. Nicht der Besitzer findet seinen Stock, sondern der Stock findet seinen Besitzer. Wenn man viel unterwegs ist, viel draußen schläft, viel in der Natur ist, dann findet man irgendwann einmal seinen eigenen Stenz. Und der begleitet einen dann ein Leben lang durch die Wanderschaft und ist natürlich auch nicht nur ein Brauchtumsgegenstand, sondern auch für die Selbstverteidigung gewesen. Und da ist es auch wieder so,
Ich weiß nicht, ob das noch trainiert wird oder geübt wird oder weitervermittelt wird. Das ist natürlich auch tief im Stockkampf verwurzelt, im bohrischen Stockraffen, um sich zu verteidigen können. Nicht nur gegen Tiere, sondern auch gegen den bösen Mann, Frau, wie auch immer es. Also der Knöterich gibt diesem wunderschönen Stock seine Form. Im Bayerischen sind ja ganz viele andere Stöcke auch tief verwurzelt. Es ist ja nicht nur dieser kurze, sondern es ist ja auch, also der hier nicht, aber den halt entlang, der Schäferstab, also der Hirterstecken praktisch, mit dem es auch verschiedene Kampfsportarten damals, die weiter transportiert worden sind, gab. Was natürlich auch noch ein ganz berühmter bayerischer Stock ist, ist die Saufedern. Die hat natürlich noch eine richtig fiese Spitze an der Seite, also ein zweifach geschliffenes Klingenblatt. Aber im Endeffekt ist es auch ein Stock zur Verteidigung, ein Kampfstock. Ihr seht, das Thema ist viel umfangreicher, als es ursprünglich geplant war mit diesen Stöcken. Da könnte ich euch noch Geschichten erzählen, wie diese Stöcke entstanden sind, wie die Eisenspitzen entstanden sind, dass die aus Aberglauben die verlorenen Hufeisen gesammelt haben. Dann haben die sich oben an die Firstpfette, haben sie die alten Hufnägel genagelt, damit es Glück fürs Haus bringt. Und wenn dann ein neuer in die Zunft aufgenommen worden ist, jetzt halt nicht nur bei den Zimmerern, dann hat man aus diesem ältesten Hufeisen, hat man dann praktisch die Stockspitze geschmiedet. Und darum, kleiner Aufruf an euch, wenn ihr irgendwas übers bohrische Stockraffen hört oder Stockkampf mit Zunftstöcken, dann schreibt es mir doch bitte unten rein, weil ich das ein super spannendes Thema finde und es gerne richtig komprimiert und zusammengepackt euch nochmal präsentieren möchte. Vielleicht noch ein paar grundsätzliche Sachen zum Stock. Es gibt zwei verschiedene Größen. Das eine Mal ist die Spazierstockgröße und das andere ist praktisch die Wanderstabgröße. Wenn der Stock eine Spitze hat, also nicht die untere, sondern die obere, dann schaut man, dass dieser Stock mindestens immer 2 Kopf größer ist als man selber, damit, wenn man in Bergen damit unterwegs ist und man stolpert, sich diesen Stock nicht irgendwo in den Hals oder in die Brust rammen kann. Das ist ganz wichtig. Ansonsten bekommen die Stöcke oben ein stumpfes Ende, damit man im unwegsamen Gelände sich nicht verletzen kann. Ja. Oder einfach so ein Hackel, damit man im unwegsamen Gelände dem bösen Buben eine auf die Finger hauen kann. Der Ziegenhainer ist auch so ein ähnlicher Stock, der ist aber oben rund gebogen, hat dann nochmal so einen Schwung. Ist auch so ähnlich wie so ein Bischofsstab, also der Schäfer- und Ziegenstab. Daher kommt auch der Bischofsstab, weil es ja eigentlich ein Schäferstab sein soll, weil natürlich der Bischof seine Schäfchen beschützt und zurechtzieht. Ich finde dieses Thema Stock auch deswegen so interessant, weil es halt so eine Erdung, so eine Verbindung zur Natur ist. Das heißt, man findet seinen Stock, man freundet sich an, man fängt an, die Formen und alles von diesem extrem schön gewachsenen Holz zu mögen und man gewöhnt sich an den und es wird ein Teil von einem. Und deswegen ist es natürlich auch interessant, wenn es dann der Teil zur Selbstverteidigung wird. Also diese Erdung, diese Verbindung zur Natur, diese sich auf die Suche machen nach seinem Stock, nach seinem Stab, nach seinem Symbol, das einen praktisch mit der Erde verbindet. Das könnte man natürlich jetzt auch wieder ewig ausweiten. Der Stock im Esoterischen oder im Glauben, wie tiefer verankert ist in der Religion. Der Stab Jahwe, mit dem Moses das Meer gespalten hat. Und dann sind sie da alle durch und dann ist das Meer, hat sich wieder geschlossen und die ganzen bösen Römer weggespült. Jeder Zauberer hat einen Stock. Einen magischen Stab. Sogar der kleine Harry Potter, der hat einen Zauberstab. Das ist nur so ein kleines Fitzelteil. Hex. Aber im Endeffekt ist es nichts anderes als die Kinderversion des großen, mächtigen Stabes des Zauberers, der weiße Zauberer oder der Gandalf der Graue. Jeder braucht einen Stab, einen Wanderstock, eine Stütze, die einem durchs Leben hilft. Zu diesem bayerischen Fighting Stick, zum Stockrafferstock, gibt es genau überliefert, wie diese Spitze ausschaut. Das ist sie leider nicht. Ich werde zusammen mit meinem Messermacher des Vertrauens, werde ich irgendwann mal diese Spitze rekonstruieren und nachbauen für euch.
Dann zeige ich euch das natürlich auch. Die ist nämlich ganz raffiniert gemacht. Das sind 2 Metallplatten gewesen, die sind eingesägt und dann werden die so ineinander gesteckt, dass die praktisch von einer Seite ausschauen wie so ein Kreuz, also praktisch von hier. Dann haben die stumpfe Ecken, wie bei so einem Streitkolben. Und dann sitzt es in der Hülse drinnen, die man da praktisch drauf klopft. Dadurch bleibt die auf diesem Stock drauf. Und da gibt es natürlich dann auch wieder die Geschichten. Bei den Japanern ist es ja so, jeder wundert sich immer, warum sie nach dem Kämpfen, dann wenn sie fertig sind, dann mit ihren Dingern da irgendwelche Verrenkungen machen und dann ihr Schwert, ihr Katana wegstecken. Das hat auch einen Grund. Das ist nicht einfach nur Rumgepose, sondern bei den Japanern hat es den gleichen Grund gehabt wie früher bei den Kampfstöcken. Du machst dann zum Schluss nochmal irgendwelche Tricks, um zu gucken, ob die Kappe noch sitzt. Ja, aber wenn die beim nächsten Kampf wegfliegt, dann ist natürlich blöd, wenn du keine Stahlkappe mehr drauf hast. Und bei den Katanas, bei den japanischen Schwertern war das so, dieses Schwert, das ist mit einem Bambusspreißel ist es im Griff verankert gewesen, die Klinge. Und wenn dieses kleine Bambusteil beim Kämpfen, im Zweikampf, wenn das beschädigt wird und bricht, dann fliegt beim nächsten Mal Schwertziehen die Klinge raus oder bleibt gleich in der Scheide stecken. Deswegen haben die dann ihre Schwerter umeinander geschwungen, um zu gucken, dass die noch gescheit in diesem Griffteil sitzen. So viel unnötiges Wissen heute für euch. Sporische Stockraufen. Also bitte, haltet mich auf dem Laufenden, wenn ihr über irgendwas stolpert, wo auf irgendeinem alten Gemälde, in einer Wirtschaft, wo auch immer, einer einen Stock in der Hand hält und es nicht ausschaut, als würde er mit dem spazieren gehen. Dann schreibt es mir, macht ein Foto oder schickt es mir bei Instagram. Das würde mich wahnsinnig freuen. Ja, weil es ist sehr zart, da Material zusammenzukriegen, aber es ist unglaublich spannend. Und ich möchte natürlich jetzt nicht nur Geschichten, die ich höre, euch weitererzählen, sondern ich möchte natürlich auch Fakten haben, um das so ein bisschen belegen zu können. Nicht alles auf dieser Welt steht im Internet. Das sollte jeder im Kopf behalten und das nehme ich jetzt auch als Abschlusssatz. Ja, dass ihr eure Traditionen aufrechterhaltet, dass ihr euch mit bisschen geöffneteren Augen durchs Leben geht und wenn ihr irgendwas Cooles seht, dann müsst ihr das auch wahrnehmen und dann schickt das mal. Also, ja, haltet die Traditionen hoch, gell, und kauft keinen Klump, dann müsst ihr weniger wegschmeißen. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Pfiat euch und bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder über Stöcke reden.